Hey, so schön, heute Morgen hier zu sein bei euch in Basel und auch wenn du online mit dabei bist, so cool, mit dir heute weiterzugehen in dieses Thema, wo ich den Predigttitel gewählt habe. Für die einen vielleicht ein wenig provokativ, für die anderen vielleicht anregend. Den Predigttitel "Sei kein Opfer, die Wahrheit über Vergebung". Amen, das ist so gut. Und wo ich gehört habe, dass wenn ich hier nach Basel kommen kann und predigen darf und ich erfahren habe, dass ich über das Thema der Vergebung sprechen muss, sage ich jetzt mal, habe ich mir zuerst gedacht, nein, komm, nicht so ein Thema, das ist doch so basic, wir Christen wissen ja, wir sollen vergeben und so, was kann ich da noch dazu sagen? Viel lieber würde ich über irgendwie dein Reich komme, dein Wille geschehe oder irgendwie so etwas Kraftvolles, wo es irgendwie um die Nachfolge geht und darum, dass Gottes Reich sichtbar wird. Und ich merkte aber dann in der Predigtvorbereitung, wie ich Buße tun musste und wie mir Gott eine ganz spezifische Message gegeben hat für heute. Und das wird wirklich deep. Ich glaube das für dich, wo du heute da bist. Und deshalb mach dich ready für das, was Gott heute zu uns sprechen will. Genau. Wir starten mit dem Bibelvers, in Matthäus 6,12. Dort steht nämlich geschrieben, das ist der heutige Message-Vers. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Es geht also um das Thema der Vergebung heute. Und spätestens, wenn du auf dem Sterbebett liegst, dann stellt sich dir in deinem Leben noch eine Frage. Und die lautet, sind meine Beziehungen geklärt und kann ich in Frieden gehen? Eine Frau, die das ganz praktisch erlebt hat, ich möchte dir dazu eine Geschichte erzählen, war Ruth Youngsman, eine amerikanische Frau, die im 19. Jahrhundert gelebt hat, die ihren Bruder an einem Banküberfall verloren hat, weil er dort auf brutale Art und Weise umgebracht wurde. Der Mörder von ihrem Bruder kam daraufhin für 20 Jahre ins Gefängnis und so hatte sie eine Zeit von Ruhe, wo sie wusste, dieser Mann ist weggesperrt, so bin ich jetzt in Sicherheit. Und dann plötzlich kommt dieser Mörder von ihrem Bruder frei und nun stellt sich ihr eine neue Frage. Was mache ich jetzt mit dieser Situation? Wie gehe ich jetzt mit dem um, wenn ich diesem Mann auf der Straße begegne? Was sage ich dem? Was tue ich? Und aufgrund von ihren christlichen Werten und Überzeugungen hat sie sich dazu entschieden, ich möchte diesem Mann vergeben. Und so hat sie das auch gemacht. Sie hat sich mit ihm verabredet zum Abendessen und hat diesem Mann Vergebung zugesprochen für seine Tat. Aber das Krasse ist, die Geschichte geht weiter. Kurz darauf später lag ihr Vater im Sterben und auch dieser Vater hatte das Bedürfnis, dem Mörder von seinem Sohn Vergebung auszusprechen. Und so ging sie zusammen mit dem Mörder von ihrem Bruder zu diesem Sterbebett hin. Und so konnte auch noch der Vater diesem Mörder vergeben. Was für eine krasse Geschichte. Eine Zeit, die über Jahrzehnte lang davon geprägt war von Hass, von Verletzung, von Wut, von Unverständnis, endet in Vergebung und in Friede. Wie krass ist das? Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Ich glaube, wenn du heute da bist und du ungeklärte Beziehungen in deinem Leben hast, das muss nicht so krass sein. Das kann irgendein Streitfall sein in deiner Familie, in deinem Geschäft, mit deinem Chef, mit deinen Mitarbeitern, whatever. Heute ist es höchste Eisenbahn, Vergebung auszusprechen oder sogar vielleicht Vergebung in Anspruch zu nehmen. Ich ermutige dich und ich will dich heute Morgen ermahnen, warte nicht mehr länger, wenn du Dinge ins Reine bringen musst oder mit Gott vielleicht auch heute ins Reine kommen kannst.
Ich glaube nämlich, eines der größten Probleme von uns Menschen ist es, dass wir es lieben, uns selbst als Opfer darzustellen und uns als Opfer zu sehen. Wegen dem habe ich auch den Predigttitel so gewählt. Wir sind irgendwie gut darin, die Schuld und den Fehler bei anderen Menschen zu suchen, aber wir haben Mühe, wenn es darum geht, bei uns selbst hinzuschauen und irgendwie unser Leben anzusehen und zu sehen, ja, auch wir sind nicht perfekt. Und das Krasse ist, wir sehen das schon bei kleinen Kindern, oder? Dann kannst du in einen Raum hineingehen, wo 5 Kinder zusammenspielen, etwas kaputt ging und du fragst, wer ist der Schuldige? Niemand will das sein. Immer ist irgendjemand anders schuldig. Witzige Geschichte, vor etwa 3-4 Wochen bin ich mit dem Fahrrad angefahren worden, nicht schlimm, ich landete noch so knapp, irgendwie konnte ich mich retten und konnte so auf die Motorhaube des Fahrzeugs drauf liegen und mir ist nichts passiert, dem Fahrzeug ist auch nichts passiert, alles gut, doch dann steigt dieser Mann aus dem Auto raus und die erste Frage, die er mir stellt, ist, oh, wer ist jetzt hier der Schuldige? Nicht einmal, ey, wie geht es dir? Hast du dir irgendwo wehgetan oder so, sondern wer ist hier der Schuldige? Wir sehen also, wir haben irgendwie Mühe einzugestehen und zu akzeptieren, dass auch wir Vergebung brauchen. Und das führt mich zum ersten Punkt meiner Message heute und der lautet, wo bist du? Schau mal zu deinem Nachbar links und frag ihn, wo bist du? Oder rechts. Wo bist du? Zu Hause? Wenn du mit jemandem den Livestream schaust, frag deinen Nachbarn oder wo auch immer. Frag dich selbst, wo bin ich überhaupt? Die Schuldzuweisung ist in der Geschichte der Menschheit so alt wie die Sünde selbst. Und wir lesen das nämlich in der Bibel ganz am Anfang, da steht ja diese Geschichte von Adam und Eva, oder? Wer kennt die Geschichte mit dem Sündenfall? Ja, einige kennen sie, ja, genau. Okay, ich erkläre sie vielleicht ein bisschen ausführlicher dann. Da ist dieser Baum, also der Adam und Eva sind gesetzt in diesen Garten Eden, in das Paradies und Gott gibt ihnen alles zur Verfügung und er zeigt ihnen diesen Garten, wundervolle Bäume, wundervolle Dinge, die sie essen können, aber von einem Baum sollen sie nicht essen. Das ist der einzige Auftrag, der Gott ihnen dann so gibt und sagt, von diesem Baum, von dessen Früchten dürft ihr nicht essen. Und so leben Adam und Eva in diesem Paradies, im Garten Eden und dann irgendeinmal kommt eine Schlange zu Eva. Und die Schlange sagt dann zu Eva, hey, sieh dir doch mal diesen Baum an, von dem du eigentlich nicht essen solltest. Schau diese Früchte. Die sehen so gut aus, die müssen doch so lecker sein. Willst du nicht einmal probieren? Nur ein kleiner Biss, Gott hat das bestimmt nicht so ernst gemeint. Es wird nichts passieren, ich bin überzeugt davon. Nur ein kleiner Biss, einfach mal schmecken, wie das so kostet. Und dann irgendwann hin und her, zuerst will Eva nicht und dann sagt sie, okay, ich probiere. Und sie nimmt diesen Apfel, beißt rein und gibt dann davon auch ihrem Mann. Dann geht die Geschichte weiter, plötzlich schämen sich die beiden, dass sie nackt sind und dann hören sie und sie verstecken sich irgendwo im Paradies, in diesem Garten Eden und dann hören sie, wie Gott durch den Garten wandelt. Vielleicht haben sie so seine Schritte gehört, ich weiß es nicht, irgendwie seine Gegenwart wahrgenommen. Und dann steht geschrieben, dass Gott den Menschen sucht. Dann im 1. Mose 3, Vers 9 steht geschrieben, da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Wo bist du? Und ich stelle mir das so vor, Adam und Eva hinter einem Gebüsch und sie hören diesen Ruf, wo bist du? Und dann der vorwurfsvolle Blick von Eva zu Adam so, melde du dich, oder? Und der vorwurfsvolle Blick von Adam zu Eva, nein, es war ja deine Schuld. Alle Ehepaare, kennt ihr diesen vorwurfsvollen Blick, den ihr zugeworfen bekommt manchmal, mal Hand hoch, oder bin ich der Einzige? Siehst du die Situation, niemand will schuld sein. Und dann
haben sie sich begonnen zu rechtfertigen, dass sie sich verstecken hinter diesem Gebüsch, weil sie nackt sind und so. Und dann fragt Gott, ja, wer hat dir das überhaupt erzählt? Hast du von dem Baum gegessen, wo du eigentlich nicht solltest? Dann steht weiter geschrieben, 1. Mose 3, 12-13, da antwortete der Mensch Adam, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Also niemand will schuld sein. Aber ich glaube, wenn wir über dieses Thema der Vergebung sprechen, da ist ein Punkt zentral heute. Und mir ist bewusst, vielleicht bist du auch heute da und du hast Verletzungen in deinem Leben erlebt, du hast Dinge sind dir widerfahren, du kannst nichts dafür. Dir sind schlimme Dinge passiert, dann brauchst du vielleicht Zeit, um diese Wunden, diese Dinge Jesus hinzuhalten. Aber essentiell für das Thema der Vergebung ist das Bekenntnis, ich bin schuldig. Die Katholiken, wenn die sich treffen in ihrer Messe, also in ihrer Celebration oder im Gottesdienst, dann haben die so eine Form von Gebet, wo sie sich dreimal auf die Brust klopfen und bekennen, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine Schuld. Und irgendwie fasziniert mich das, weil ein Verständnis da ist davon, dass wir alle Vergebung brauchen und dass wir alle irgendwo durch Schuldige sind. Und weißt du, das Schöne an dieser Geschichte von Adam und Eva, wo ich dir gerade erzählt habe, und von diesem Ruf von Gott, wo bist du, ist, dass Gott mit diesem Ruf ja nicht verurteilen will. Gott ruft nicht, wo bist du, dass er dich blamieren kann oder dich bloßstellen kann und sagen kann, ich habe dich ertappt bei der Sünde. Siehst du, ich habe es ja gesagt oder gedacht, dass du es nicht schaffen wirst. Nein, Gott ruft diesen Spruch hinaus, wo bist du? Weil er uns seine Gnade zeigen will. Er will uns zeigen, wir sind angewiesen darauf, auf seine Liebe, auf seine Gnade. Und dieser Zuspruch oder diese Frage, wo bist du, ist ein liebevoll gemeinter Ruf, hey, komm, ich will dir zeigen, dass ich dir gegenüber gut gesinnt bin, dass ich dich nicht verurteilen möchte, sondern dass ich es gut mit dir meine. Er will dir seine Gnade erweisen und möchte, dass du ein Leben führen kannst in Freiheit und in Frieden. Das ist Gottes Absicht für dein Leben, egal was deine Story ist heute Morgen, egal von wo du kommst, ob du Missbrauch erfahren hast, schlimme Dinge dir widerfahren sind. Gott möchte dir heute seine Gnade zeigen, ob du in Streitigkeiten stehst, ob du nicht verstehst, warum meine Situation gerade so aussieht, warum Gott das vielleicht gerade zulässt, warum überhaupt widerfahrt das meiner Familie oder was auch immer, meinem Betrieb, meinem Geschäft. Gott will dir seine Gnade zeigen und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir verstehen, und das hatten wir am ersten Sonntag, wo es den Satz unser Vater ging, dass du verstehst und wir verstehen, dass wir in erster Linie geliebte Söhne und Töchter Gottes sind. In erster Linie. Und dass es Gott gut mit mir meint. Sünde weist mit dem Finger auf andere. Der andere ist schuld. Gnade aber, die Gnade Gottes, lasst uns vor Gott aufstehen und Verantwortung übernehmen für die Dinge, die in unserem Leben nicht gut gehen. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Lass die Fehler oder deine Fehler nicht deine Beziehungen bestimmen. Und es ist schon krass, dass die Beziehung zu Gott unmittelbaren Einfluss hat auf unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. Im Vater unser beten wir ja, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. In Matthäus 6, 14-15, da sagt Jesus,
Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Um es ganz hart auszudrücken, wenn du nicht vergeben willst, kannst du kein Christ sein. Harte Aussage. Lass mich dir das erklären. Ein Theologe, der hat einmal gesagt, wenn die Gläubigen nicht willens sind, denen zu vergeben, die ihnen Unrecht tun, wie können sie dann erwarten, mit ihrem Vater Gemeinschaft zu haben, der ihnen großzügig ihre eigenen Sünden vergeben hat? Und das Spannende ist, wenn du über dieses Thema der Vergebung nachdenkst, dann wird irgendeinmal sichtbar oder irgendeinmal ergibt es sich, dass mit Vergebung etwas anderes ganz eng mit einhergeht. Und das ist Liebe. Und ich würde sogar sagen, nur wenn du wirklich liebst, dann kannst du auch vergeben oder Vergebung aussprechen oder Vergebung in Anspruch nehmen, wenn du dich geliebt fühlst. Und Jesus sagt ja an einer anderen Stelle, wo er gefragt wird, was sind eigentlich die wichtigsten Gebote, fragen ihn die Pharisäer. Und so antwortet Jesus ihnen, Matthäus 22, 37 bis 39, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso, zweitens, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also Liebe spielt eine entscheidende Rolle. Vielleicht nicht die Frage, kann ich jetzt diese Person lieben, die mir das angetan hat, aber verstehe ich, dass ich geliebt bin und aus einer solchen Liebe die Vergebung geflossen ist für meine Verfehlungen. Liebe spielt eine zentrale Rolle und Jesus sagt hier, als erstes sollst du Gott lieben. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Wie liebe ich Gott? Und spannend ist im Vater unser, das bietet uns eine Gebetsstruktur, wie wir beten können. Und der Vers oder das Gebet oder die Zeile zuvor von dem Vergib uns unsere Schuld ist die Zeile, unser tägliches Brot gib uns heute. Und es ist schon spannend, dass das, was wir von Gott empfangen oder erbitten dürfen, zuvorkommt, bevor wir Vergebung aussprechen können. Und mit dem Brot ist nicht das physische Essen gemeint, die Nahrung gemeint, wo du dir irgendwie den Bauch voll machst und so, dass du keinen Hunger mehr hast, sondern die Nahrung des Geistes, wo du ein Leben erleben kannst in Fülle, wo du merken darfst, oh, das tut meinem Herzen gut, hier erlebe ich irgendetwas und deswegen bin ich so überzeugt, dass wie du dein Tag startest, so entscheidend ist für dein Leben, für deine Beziehungen und für den Menschen, die du begegnest, die es vielleicht nicht gut mit dir meinen oder nicht gut mit dir gemeint haben. Von was du voll bist, das wird aus dir herausfließen. Wenn in dir immer noch der Frust sitzt, die Unvergebenheit, ja, dann kannst du lange versuchen zu vergeben. Aber es wird nicht funktionieren, weil dein Herz von etwas anderem gefüllt ist. Aber wenn du dich am Morgen, jeden Tag mit dem Wort Gottes füllst, in seine Gegenwart eintauchst und dich von ihm lieben lässt, diese Zusprüche aus der Bibel liest und über dir aussprichst, ich bin ein geliebtes Kind und darf Gott nun aber Vater nennen, dann verändert es dich und dein Herz von innen heraus und es wird etwas anderes möglich sein. Und ich bin überzeugt, ja danke, das ist so gut, Amen, Halleluja. Ich bin überzeugt davon, dass es so schwierig ist für uns als Nachfolger von Jesus manchmal oder es sich für uns so schwer anfühlt, weil wir nicht aus dieser Kraft und dieser Liebe leben, die uns Jesus verheißen hat.
Ja, manchmal haben wir das Gefühl als Christen, jetzt müssen wir noch und wir müssen hier noch das, um irgendwie ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Aber Jesus sagt uns eigentlich, hey, ich gebe dir etwas, du kannst dich von mir füllen lassen, ich kann dir dein tägliches Brot geben, bitte mich darum und du wirst voll werden vom Leben, ich werde dir das Leben im Überfluss geben und so wird etwas völlig Neues möglich. Es wird nicht mehr schwer, wenn wir verstehen, was unsere Quelle des Lebens ist. Und die Quelle des Lebens, liebe Freunde, liebe Church, das ist Jesus selbst. Halleluja. Er ist die Quelle unseres Lebens. Und als zweites sagt dann Jesus in diesem Vers aus Matthäus 22, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Und was heißt eigentlich Selbstliebe? Hast du dir diese Frage schon einmal gestellt? Selbstliebe heißt nicht, oh, ich bin so toll. Ich bin so hübsch. Ich bin gut genug. Ich schaffe das und ich kann das, weil ich weiß, ich kann etwas bewegen. Nein, Selbstliebe, glaube ich, bedeutet, ich wünsche mir, dass mein Leben und meine Beziehungen heil werden. Ich möchte gesund werden in der Liebe Gottes. Und im Umkehrschluss heißt das, dass ich mir das auch für meine Mitmenschen wünsche, dass auch ihre Beziehungen heil werden, dass auch ihr Leben heil wird. Deinem schlimmsten Schuldigen, der dir etwas angetan hat, was du nicht verdient hast oder was zu Unrecht war. Deinem Chef, der dich vielleicht unterbezahlt oder was auch immer, deine Mitarbeiter, die über dich lachen, wenn du vom Glauben erzählst oder was auch immer, Freunde, Nachbarn, von denen du vielleicht ausgeschlossen wurdest, you name it. Ich wünsche mir, dass mein Leben und meine Beziehungen heil werden. Und dann bin ich überzeugt, dass als wahre Nachfolger von Jesus wir lieben wollen und Vergebung wollen, auch wenn es im Moment nicht einfach ist, weil wir aus einer anderen Realität hinaus leben können. Und das, liebe Leute, ist die Kraft Gottes. Sie macht uns fähig zur Vergebung. Und das führt mich zu meinem dritten Punkt. Vergebung macht frei. Vergebung macht frei, wirklich frei. Und das andere, Unvergebenheit, das steht der Liebe Gottes im Weg. Und nicht nur das, der Liebe Gottes, sondern es steht auch deinem Heil und deiner inneren Heilung im Weg. Dass du gesund werden kannst, dass du gewisse Dinge loslassen kannst. Und denn wenn ich verstehe, dass ich eine gesunde Selbstliebe habe, die mir nicht aus meiner Leistung hinaus gegeben wird oder gegeben wurde, sondern aus dem Werk und aus der Liebe Gottes, die er mir gezeigt hat, dann kann ich fähig werden für die Vergebung, weil auch Christus uns vergeben hat. Und jetzt ist die Frage für alle Praktiker hier und alle die es nicht vielleicht Mühe damit haben zur Vergebung. Wie mache ich das konkret? Schön und gut, Vergebung, das klingt alles gut und irgendwie will ich das auch, aber ich schaffe es nicht. Ich habe dir 3 Punkte mitgebracht, die entscheidend sein können für dich und für deine Beziehungen. Der erste Punkt ist, benenne deine Schuld. Vergebung bedeutet nicht so zu tun, als wäre nichts passiert. Vergebung ist nicht gleichzusetzen mit Versöhnung. Zur Versöhnung braucht es 2 Parteien oder beide oder alle betroffene Parteien. Zur Vergebung aber braucht es nur dich. Du kannst dich entscheiden, ich vergebe diese Person, die mir Unrecht getan hat. Oder du kannst dich entscheiden, dich aufzumachen und um Vergebung zu bitten, wenn du Schuld auf dein Leben geladen hast. Und darum, bei diesem Punkt, benenne die Schuld, ist es wichtig, dass wir lernen, Dinge beim Namen zu nennen. Und das auch gerade im Gebet bei Gott, wenn wir zu ihm kommen ans Kreuz.
Dass wir nicht einfach Gott sagen, Herr, ich bin einfach irgendwie verletzt und das hat mich gemacht und irgendwie betrifft es mich immer noch. Ich habe manchmal so das Gefühl, wir Christen meinen, wir müssen irgendwie Gott Honig um den Mund schmieren. Und irgendwie denken wir, dass er nicht umgehen kann mit unserer Gefühlslage und irgendwie mit dem, was wir halt gerade fühlen. Werde konkret in deinem Gebet. Wenn du zu Jesus kommst, ans Kreuz kommst, dann sag ihm, ich bin verletzt, weil diese Person mir das und das angetan hat. Die hat mich belogen. Mein Mann hat mich und meine Kinder verlassen. Wie kann der nur? Ich wurde gedemütigt von meinem Chef, von meinen Mitarbeitern, von meinem Nachbarn. Herr, du siehst das, was mit meinem Herzen macht. Oder vielleicht auch, hey, mir wurde etwas genommen und das ist nicht okay. Du darfst so zu Jesus beten. Wir müssen bei ihm nichts beschönigen. Wir dürfen lernen, Dinge beim Namen zu nennen und das wird uns helfen, in die Freiheit zu kommen, die Gott für dich und mich bereithält. Zweiter Punkt, bringe die Schuld zu Gott. Vergebung hat nichts mit deiner aktuellen Gefühlslage zu tun. Du musst nicht zuerst dich und deine Gefühle in den Griff bekommen. Du darfst mit deiner Unfähigkeit vor Gott kommen, zum Kreuz kommen. Und dann kannst du sagen, Jesus, ich will vergeben, aber ich kann es nicht. Ich bin noch wütend. Ich bin noch verletzt. Ich bin noch enttäuscht. Aber dann, und das ist der entscheidendste Punkt, an diesem heutigen Morgen kannst du sagen, zum Kreuz kommen und sagen, aber Jesus, ich lege diese Schuld in deine Hände. Ich entscheide mich, loszulassen und dem nicht mehr festzuhalten. Denn eigentlich heißt Vergebung nichts anderes als, ich höre auf, selber Richter und Rächer sein zu wollen. Ich überlasse das jetzt dir, was mit der Person geschehen ist, die mir das angetan hat. Oder auch vielleicht, wenn du Dinge auf dich geladen hast, die nicht okay sind, wenn du immer wieder in die gleiche Muster der Sünde zurückfällst, dich zu entscheiden, Jesus, ich weiß nicht wie, ich habe schon so viele Dinge ausprobiert, für mich so manchmal beten lassen und trotzdem tue ich es immer wieder, aber trotzdem, ich komme zum Kreuz. Ich komme wieder zu dir. Römer 12, Vers 19 heißt es, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Wie krass ist das, zu wissen, dass der Schöpfer selbst sich darum kümmern wird und dass er dir in erster Linie in Gnade und Barmherzigkeit begegnet. Dir, der du schuldig bist oder Sünde auf dich geladen hast, aber auch dir, wo dir Schuld widerfahren ist und das zu Unrecht. Dritten Punkt, entscheide dich, die Schuld nicht mehr einzufordern. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Mach dieses Gebet konkret für dich und für dein Leben. Das ist keine christliche Floskel. Jesus hat uns das nicht als Anleitung gegeben, dass wir das einfach aussprechen, weil man das halt so macht. Jesus hat uns das gegeben, damit wir das füllen können mit den Worten, mit den Verletzungen, die uns persönlich betreffen. Nutze die Kraft, die darin steckt und dann kannst du Folgendes beten. Jesus, was er oder sie mir angetan hat, war falsch. Es hat mich verletzt. Ich kann es nicht ungeschehen machen, aber ich entscheide mich, die Schuld nicht länger selbst einzufordern, sondern ich übergebe sie dir. Vergebung ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Eine Entscheidung,
täglich zu dem Kreuz zu kommen. Und wenn nötig, ja, dann mach es täglich. Komm täglich zu diesem Kreuz und danke Jesus für das, was er getan hat. Dass du ein Leben leben darfst in Freiheit, auch wenn es im Moment nicht so aussieht. Aber nimm das täglich in Anspruch. Wenn die Verletzung so tief ist, die Wunde so frisch ist vielleicht noch, dann entscheide dich täglich dahin zu kommen und zu sagen, ja Jesus, ich weiß nicht wie, aber ich übergebe es dir. Schlussendlich bleibt uns keine andere Option, wenn du nicht verbitten willst, wenn du nicht in Wut dein Leben beenden willst. Dann musst du täglich zum Kreuz kommen und dich täglich dafür zu entscheiden, dass du loslässt. Täglich in seine Gegenwart einzutauchen und dir bewusst zu werden, ich bin geliebt. Du kannst es nicht aus dir, aber du kannst es aus ihm, der den Preis gezahlt hat am Kreuz von Golgatha vor über 2000 Jahren und das die größte Offenbarung der Liebe selbst war. Und jetzt lass mich dir noch etwas über Selbstvergebung sagen. Viele von euch, und ich gehöre auch zu denen, haben größere Mühe mit, sich selber zu vergeben. Für gewisse Dinge, die du getan hast in deinem Leben. Wo es dir dann immer wieder in den Sinn kommt, in Momenten, wo du vielleicht diese Gegenwart Gottes suchen willst und dann trifft es dich wie ein Schlag und du hast die Situation wieder vor Augen und du denkst, was bin ich nur für ein Mensch? Wie konnte ich das machen? Wie konnte ich das zulassen? Und das Krasse ist, dass Gott uns nicht verurteilt, sondern uns ja Vergebung zuspricht. Zu dem Kreuz. Mit dem Kreuz. Und hier sagst du eigentlich, indem du aussprichst oder indem du denkst, ich kann mir selbst nicht vergeben, dann sagst du eigentlich, dieses Kreuz und diese Liebe, die Jesus gegeben hat, war zwar schön, aber es reicht nicht aus für mich. Und das, liebe Leute, ist eigentlich Stolz. Und mit dem machst du nichts anderes, als Jesus immer wieder ans Kreuz zu nageln und zu sagen, nein, für meine Schuld reicht es nicht aus. Ich bin zu schlecht oder ich schäme mich vielleicht auch dafür, für das, was ich getan habe. Und du hast Angst, es zu bekennen, bei jemandem anzusprechen und gemeinsam die Gegenwart Gottes zu suchen. Und weißt du, genau das ist der Plan vom Teufel. Er will, dass du dich selbst zu wichtig nimmst. Und im Endeffekt heißt das, du überhebst dich über Gott, weil du sagst, das ist schön und gut, aber es reicht nicht aus für mein Leben. Aber das ist eine Lüge. Glaub dieser Lüge nicht, dass meine Schuld zu groß ist oder dass Gott mich nicht will oder ich es nicht wert bin. Oder auch die Lüge, ich schaffe das schon selbst. Ich muss das niemandem bekennen. Auch das ist eine Lüge. Du brauchst Beziehungen, du brauchst Gemeinschaft, die dir helfen können, in Vergebung hineinzukommen und dich so verändern zu lassen. Höre auf, dich selbst zu verurteilen und fange an, deinen Blick auf Jesus zu richten. Römer 8, Vers 1 heißt es, wer nun mit Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Das ist Gnade, liebe Leute. Wenn Gott dich in Christus nicht mehr verdammt, wer bist du, dass du es selbst immer und immer wieder tust? Der Key bei der Vergebung, wie auch bei der Selbstvergebung, ist es, diesem Ruf von Jesus zu folgen. Wo bist du? Hinauszutreten, ans Kreuz zu kommen und diese Gnade Gottes für dein Leben in Anspruch zu nehmen. Denn wenn Jesus am Kreuz diese Worte ausgesprochen hat, es ist vollbracht, dann zählt es auch für dich heute.
Es ist vollbracht, die Schuld ist getragen. Deine Verletzung hat er gesehen und er will sie zudecken mit seiner Liebe. Und mir ist bewusst, es passiert nicht alles instant. Manche Dinge brauchen Zeit. Nicht Zeit heilt alle Wunden, aber Zeit hilft, der Seele, deiner Entscheidung, deinem Herz zu folgen, wofür du dich entschieden hast zur Vergebung. Und wenn du heute da bist und dir schlimme Dinge widerfahren sind, dann ist es heute vielleicht der Anfang, wo du dich entscheidest, Vergebung das erste Mal auszusprechen. Und dann braucht es Zeit, dass deine Seele mitkommt, wo du diese Entscheidung getroffen hast. Vielleicht auch das erste Mal, indem du sagst, ich empfange die Vergebung, die Christus für mich hat. Ich nehme dieses Geschenk an, dass er den Preis für mich gezahlt hat und ich frei sein darf. Vielleicht heute zum ersten Mal und dann braucht es Zeit, hineinzuwachsen. Aber es ist wichtig, dass du weißt, es ist vollbracht, der Preis ist bezahlt und nichts und niemand kann dagegen irgendetwas sagen. Sei kein Opfer bedeutet nicht, tu so, als wärst du nie verletzt worden. Es bedeutet, lass deine Vergangenheit nicht das letzte Wort über dein Leben und deine Beziehungen haben. Du kannst lieben, weil Jesus dich zuerst geliebt hat. Du kannst vergeben, weil Jesus dir zuerst vergeben hat. Du kannst auch Vergebung in Anspruch nehmen, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Und zu Beginn meiner Message habe ich dir gesagt, spätestens wenn du auf dem Sterbebett liegst, stellt sich die Frage, sind meine Beziehungen geklärt? Kann ich in Frieden gehen? Und liebe Leute, ich sage dir, das ist Realität. Vor 2 Wochen habe ich meine Schwiegermutter an Krebs verloren. Mit 60 Jahren musste sie gehen, viel zu früh. Und es war ein harter Schlag für unsere Familie. Sie wurde erlöst und sie ist nun bei Jesus, Halleluja, an einem besseren Ort. Sie ist nun endlich heil. Aber ich weiß noch, wo wir an Weihnachten letztes Jahr diese Message bekommen haben, dass dieser Krebs da ist. Da war die erste Frage, die wir uns gestellt haben in der Familie, sind da noch ungeklärte Situationen? Braucht es noch, dass wir einander Vergebung zusprechen müssen? Braucht es noch, dass wir Dinge bekennen müssen, damit wir einmal sagen können und wir wissen nicht, wann das ist? Ja, jetzt kann ich in Frieden loslassen. Jetzt kann sie in Frieden gehen. Du weißt nie, wann dein letzter Tag ist und ich will dir keine Angst machen. Aber es ist höchste Zeit, dein Leben ins Reine zu bringen. Mit Jesus und mit deinen Mitmenschen, die an dir schuldig geworden sind oder an denen du schuldig geworden bist. Es ist höchste Zeit. Und vielleicht machst du heute einfach den Schritt und du beginnst zu sagen in deinem Herzen, Jesus, ich vergebe dieser Person. Du musst sie nicht anrufen, du musst es ihr nicht sagen, aber tu es für dein Leben, damit du in die Freiheit hineinkommen kannst, die Jesus für dich bereithält. Es ist wahr, dass Jesus frei macht, dass er uns hoffen lässt und uns neue Freude geben kann. Aber wir müssen uns entscheiden, loszulassen und uns auf ihn auszurichten. Heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag. Und vielleicht sind es Sünden in deinem Leben, die du versteckt hältst. Gewisse Videos, die du dir immer wieder anschaust und du eigentlich nicht solltest. Lügen, die du immer wieder tust, obwohl du eigentlich nicht willst. Dann ist es vielleicht heute dran, Vergebung auszusprechen, Vergebung anzunehmen. Vielleicht ist das auch ein nächster Schritt, wenn du merkst, du findest dich immer und immer wieder am gleichen Punkt, es deinem Partner heute zu bekennen, deiner Frau, deinem Mann, was auch immer oder wem auch immer, deinem Small Group Leiter, deinem Pastor, im Gebetsteam
Ich möchte dich einladen, jetzt vor diesen Thron von Jesus zu kommen und mit mir aufzustehen, bevor wir in diese nächste Worship-Zeit hineingehen. Und wenn du magst, dann kannst du deine Hände vor dir öffnen, als Zeichen dafür, dass du jetzt empfangen darfst, die Liebe und die Gnade Gottes, die dich nicht verurteilt, sondern die dich frei macht, die es gut mit dir meint. Und Vater, ich bete einfach für diesen Moment jetzt, dass du ihn füllst mit deiner Gegenwart, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und Dinge ans Licht bringst. Dass wir nicht mehr anders können jetzt in diesem Moment, als bekennen zu wollen, die Dinge, die nicht okay sind in unserem Leben. Die Dinge, die ich getan habe und mich trennen von dir, weil ich weiß, ich bin geliebt. Ich bin angenommen von dir. Und ich bete auch, Vater im Himmel, für all diese Verletzungen, die im Raum sind heute, wo Menschen zu Unrecht verletzt wurden und der Schmerz so tief sitzt. Ich bete, dass du jetzt hineinkommst und du Menschen an der Hand nimmst, das erste Mal über diese Verletzung, über dieses Ereignis hinüberzugehen und auszusprechen: Ich vergebe dem, der mir schuldig geworden ist. Ich bete, Jesus, für eine Freisetzung in deinem Namen, dass wir erleben dürfen als Kirche, wie wir in Freiheit leben dürfen, wie wir Beziehungen haben, die geklärt sind, wie wir miteinander umgehen in Liebe und in Barmherzigkeit, weil du es uns selbst vorgelebt hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. So lass uns nun hineingehen in diese Worship-Zeit als geliebte Kinder Gottes und ihm einfach hinhalten, was du gerade fühlst, was dir gerade auf dem Herzen ist. Vielleicht ist es auch an der Zeit, Gebet für dich in Anspruch zu nehmen. Das zu tun, was Jesus dir sagt während dieser Worship-Zeit.